Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine Emission Blick auf Europa. Das Woche von Brüssel. Ihr wisst, dass die Sicherheit und Gesundheit auf der Arbeitsplatz eine von meinen Aktivitäten ist am Beschäftigungsausschuss, Beschäftigung und Sozialwesen. Und da muss ich sagen, dass wir da regelmäßig mit Dossier befasst gehen. Nicht mehr spät wie für ein paar Wochen hatten wir mehr streng Grenzwerte festgelegt für krebserregende Substanzen. Das ist schon den zweiten Entwurf, den wir hier aufstimmen. Und für eine PD haben wir einen Bericht aufgestimmt über die Reintegration, also darum angliedern an den Arbeitsmarkt nach einer längeren Krankheit oder nach einem Arbeitsaccident. Ein Sujet, der vielleicht daheim, wo wir relativ zu Lützeburg gut abgestellt sind, noch nach ein paar anderen Ländern. Aber an anderen Ländern da bleibt noch viel zu machen. Da gibt es nicht die Aufsicherung, die wir zum Beispiel zu Lützeburg kennen. Und dafür ist es wichtig, dass ganz oft von Brüssel, von der Europäischen Union, eine Initiative können in die Richtung, für darauf hinzuweisen, was es da eigentlich gibt, wo die Schwerpunkte, wo die Herausforderungen liegen, was ich machen kann. Wir haben dann ein paar Kapitel abgedeelt. Ich will vielleicht ganz allgemein sagen, wenn man so einen Krankheitsfall hat, dann ist er erstens mal an einer körperlich schlechten Verfassung, aber auch an einer psychischen schlechten Verfassung. Das sind auch Probleme, wo eine große Unsicherheit am Anfang an sich hat, wo nicht richtig weiß, was das ist, wie geht es für uns. Und das möchte sich einerseits, wie gesagt, nicht aus der Krankheit selber, die Symptome für eine Besserung nicht hilfreich. Und auf der anderen Seite kommen natürlich dann eine ganze Partie, möglicherweise auch psychosoziale Probleme dabei. Und dafür ist es wichtig, dass der Kontakt mit dem Employer bestehen bleibt. Und dass die Einzelakteuren, und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, Zusammenarbeit zwischen den Einzelakteuren muss erstens mal bestehen bleiben und auch verbessert gehen. Und über die ganze Periode, wo die klinische Krankenmeldung das auch weiter bestehen. Das sind für allem Doktoren, das Pflegepersonal, das ist aber auch Krankenkassen, Sozialversicherungen, das heißt alles die ganze Wolle Bürokratie, wenn das so will. Das ist aber auch, wie ich gesagt habe, der Kontakt mit dem Patron und natürlich auch mit den Gewerkschaften vertreten, Delegierten aus den Betrieben, dass die regelmäßige Kontakt mit der Person haben, weil das, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist ganz sehr aus den gesundheitlichen Problemen geht, ganz sehr psychisch auch nach Problemen, aber wenn die bis hört, verliert den immens viel und Selbstvertrauen. Den zweiten Wolle, wo wir auch ganz viel Wert darauf gelegt haben, das ist Prävention. Prävention, für das es eigentlich nicht zu so Krankheiten kommt, für das es nicht länger Zeit aus dem Betrieb, aus der Arbeitswelt ausgeschlossen ist. Und da muss ich sagen, geht nach oft von Unternehmen, von Patronen, geht das nach als ein Kostenpunkt geguckt, die Prävention. Und wir meinen, dass das muss als Investiment geguckt gehen, weil den nicht krank ist, den zufrieden ist, der gesund ist auf seiner Arbeit, den ist weiter immer produktiv. Und ist für allem geht das an der Hinsicht auch an seinem Privatleben geht das mit Avantagen verbunden, wenn er gesund ist auf der Arbeit. Und es ist auch so, dass die soziale Kohäsion bestehen bleibt. Und das ist auch extrem wichtig. So dass wir am Anfang, wie gesagt, auf die Prävention viel Wert gelöst haben. Und da gibt es auch nach heutzutage ein bisschen so Diskriminierungen auf der einen Seite, dass oft ein bisschen schief geguckt wird, wenn die länger Zeit aus dem Betrieb raus ist, krank gemeldet ist. Andererseits gibt es doch von der Person Berührungsängste, für mal hinzugucken zu gehen oder mal ein bisschen Kontakt abzuholen. Aber wie gesagt, das muss aber auf jeden Fall bestehen bleiben. Dann ist neben der Prävention als Reintegration auch ein extrem wichtiges Sujet. Das heißt, wie können die zwei Parteien sich zusammenfinden, was kann auf der Arbeit selber, auf der Arbeitsplatz selber besser gemacht werden. Da denken wir natürlich an erster Stelle ergonomisch Avantagen, das heißt, dass den Arbeitsmilieu, dass den aufgestimmt wird mit der Person, auch den Accès dahin, wenn es eine Person ist mit reduzierter Mobilität oder so viel. Das heißt, dass diese Sachen, die Infrastrukturen angepasst werden. Ganz oft wissen die Entreprisen und Patronen nicht an den Ländern, dass sie Hilfe zu gut tun, wissen noch nicht, wo sie sich wenden, für die Hilfe zu kriegen. Und das ist, wie gesagt, auch eine Wolle, wo wir viel müssen abklären, besonders an so Ländern, die dem Niveau nach nicht haben. Und da gibt es ja auch die Agence, die Europäische Agence über Gesundheit und Sicherheit auf der Arbeit, mit Sitz zu Bilbao, Spanien, an die regelmäßig Kampagnen rausgeht, Informationsblätter rausgeht, für, wie gesagt,
dat besser zu machen. Dann een dritte große Wolle, das Formatioun. Ich meine Formatioun, da werd natürlich wann die Salarie so lang aus dem Betrieb raus ass, huet de Betrieb jo eng Entwicklung normalerweise mat gemacht, dat hicht das innoviert ginnet, dass neue Arbeitsorganisationsformen rabruch gin an so weiter. Auch ganz oft huet den Metier selber geändert, huet fehlt eng Qualifikationen. Wie gesagt, da muss dat alles mal nohöllen, dat noch do Hëllefstellung krit. An das auch ganz oft so, dat dat gënnet mir méiglich ass dat Hicht, dat muss eng Ëmschulung kreen oder dat wie gesot eng einer Formatioun muss Ugebuerde kreen. Digitalisierung werd an dem Bereich auch ein gros Rolle spielen. Dat Hicht wann man do Richtung Digitalisierung ginn an das den do längernger Zeit aus dem Arbeitsprozess heraus ass, den huet et schwéierem do auszufassen. An dem muss da wie gesot do gros Hëllef kreen. Et gëtt och Modeller och zu Lützeburg, wo kann eng graduell Reintegration, dat hecht engerseits, wo kann zeitlich mat Mieter oder mat Part-Time verschieden Ideen oder verschiedene Stunden an de Betriebe ran integriert gin. Et gëtt dann natürlich awoch am Produktionsoflaf gëtt och so, dat en geringeren Arbeitspensum vun de Leiit an enger eichter Phase verlangt. Dat kann natürlich net all Betrieb machen, dat ass bisssen Problem. Et hicht kleng an mittelständische Entreprisen hunnet du natürlich mich schwer. Große Entreprisen, die können dat opfänken, die können dat ernst organisieren. E Patron mat 10, 15 Leiit oder 20 Leiit, van den do so längernger Zeit ausfällt, dann mischt dat schon bemerkbar. Was ganz oft durch eng einer Person schon angestalt gin, an das schwierig fir wie gesot die Entreprisen an die mussssen hëllef kreen, an dat hu auch klar an Deitlichkeit opgezechen. Mir hunn den Hauptsockel vun der Arbeitswelt sinn klenger Mittelbetrieber innerhalb vun Europa, an denen muss geholf gin an so engem Fall. Lang Absenzen mischt sech wie Zugangs gesot hunn net nëmmen op dat physicht, mir auch der psychicht. Techt fäng den un Selbstvertrauen zu verleieren. Dodurch ass et wichtig, dat noch vun der Hëllef krit, vun der Seit Hëllef krit pardon. Das awer so, dat de Salarie selber, de Beschäftigte selber natürlich awoch muss sich schaffen. Muss auch die Hëlle fëllen unwëllen. Sind da auch ein ganz Pacht, die sich doch schwéier den fir die Hëlle wun zu holen oder fir wie gesot drun aktiv drun deel zu holen, firem an den Arbeitsprozess opgrund. De rapport ass mat grosser Majoritéit ha aufgestimmt, gi wie gesot op denen 3-4 Punkten. Das war eng ganz interessant Aufgabe. Wir hoffen natürlich, dat Orlo dorauser dann noch etwas Konkretes entsteht, net dat dat nëmmen rapport ass de mir gemacht hun hun als Gedanke gemacht fir en enger Zeitchen an het Gift mat dann neich geschéien. Dat hiech mir werden op eng Proposition an de Richtung vun de Gesetzgeber innerhalb vun der Europäische Union an dann gucken wir fir hun. Vielmals Merci, das vor fir no gucken bis die nächste Woche.